So, habe der Leute und zurück sind wir bei den Ermittlungen im Haus des Mörders. Ja, wir sind zuletzt von einer Giftschlange gebissen worden und dann hätte ich schon gemeint, wir sind tot, weil wir das Gegengift nicht gefunden haben. Aber unser treuer Gehilfe, der Garrus, hat uns Gegenmittel gespritzt und deswegen sind wir immer noch am Leben. Pass auf, wir könnten jetzt mal gehen, wir waren zuletzt im Keller. Da hat uns ja die Giftschlange erwischt. Genau, da ist der Keller, da ist die Küche und wir schauen mal auf. Beziehungsweise waren wir schon herum, aber dann hat uns ja die Schlange dahin gerafft. So, und da erinnert fangen wir mal an. Wie wir wissen, war da die Paloma Hernandez eingesperrt. Und da werden wir uns jetzt ein bisschen umschauen. Dieser elektronisch gesicherte Eingang wurde kurz geschlossen. War das Hernandez? Ja, das war sie. Und sonst irgendwas nix. Da hinten sind Handschellen. Handschellen. Sie haben keinen rosafarbenen Fellüberzug. Also werden sie wohl nicht für Spielereien benutzt. Der Rand der Matratze ist aufgerissen. Ihr Inneres wurde nur teilweise entfernt. Ach so, was ist das da? Blutgetränkte Bandagen. Ich sollte sie analysieren. Genau, analysieren. Wahrscheinlich mal wieder die Hernandez. Pass auf, nehmen wir dafür die Tupfer. Menschliches Blut. Und wieder mal Hernandez. Ja, die hat ja ziemlich viel Blut verloren, wenn man das so bedenkt, was wir schon alles gefunden haben. Da ist auch die Kamera weg. Das ist ein Gestell für eine Kamera. Der Mörder war durchaus fleißig, der hat die überall weg da. Alte Fotografien. Wahrscheinlich vom ehemaligen Bewohner dieses Hauses. Da drin können wir nichts machen. Befindet sich etwas auf diesem zerbrochenen Spiegel. Ach so, vielleicht Fingerabdrücke, pass auf. Tatsächlich. Und jetzt haben wir das scannen. So, was sagt die Analyse? Paloma Hernandez, schon wieder. Aber nichts vom Mörder, das gibt's gar nicht. Der ist doch ganz schön geschickt drin. Pass auf, da haben wir nix. Im Schrank wahrscheinlich auch nix. Genau, da können wir nur Sachen ablegen. Da können wir rausschauen. Hernandez muss auf ihrer Flucht hier durchgekommen sein. Puh, ganz schön tiefer Fall. Naja, wir haben die Matratzen gehabt. In den Aufnahmen nannte der Killer das Zimmer der Braut des Todes. So im Ufer. Ach, da haben wir schon mal nachschauen, gell? Das ist der Prospekt, von dem mir Hernandez am Telefon berichtet hat. Genau, sonst haben wir eigentlich nichts hier, oder? Darin. Dann kann man fast weiterschauen. So, was ist denn mit dem Schrank? Da schau her. Frauenkleider. Möglicherweise haben sie den Opfern gehört. Und die können wir untersuchen, pass auf. Dann machen wir mal. Ich weiß nicht. Mit dem Spray. Das wird niemals funktionieren. Ja, ist ja gut. Nehmen wir halt was anderes. Wie wär's denn mit der
War nicht mit der Pinzette? Das ist es nicht. Annik. Mit dem 3D-Scanner? Das kann nicht funktionieren. Oder vielleicht Fingerabdrücke? Das kann nicht funktionieren. Mikroskop? Eine Haarsträhne. Ich muss herausfinden, wem sie gehört hat. Eine Haarsträhne. Und wo ist die? Was? Wo sind die jetzt hingekommen? Eine Haarsträhne. Ich muss herausfinden, wem sie gehört hat. Ach so, da hinten. Pass auf. Mit der Pinzette. Menschliches Haar, weiblich. Ja, das ist ein Haar vom Opfer des Mörders, Susan Gigarelli. Ja. Und dann schauen wir mal da rein. Da waren wir schon drinnen, gell? Bevor es uns umgehauen hat. Lässt sich nicht öffnen. Lässt sich nicht öffnen. Wie wär's denn mit... Pass auf. Der Schlossknocker. Und das hat funktioniert. Gegengift. Ach, da ist das Gegengift. Ja, jetzt brauchen wir es nicht mehr. Ein Rezept für Medikamente. Oder besser, Präparate. Ich bin keine Chemikerin, aber das ist nicht bloß Hustensaft. Auf dem Beleg ist der Stempel des Apothekers. Dan Wilkinson. Die Apotheke befindet sich in Holton, der Kreisstadt. Der Sheriff sollte mehr darüber wissen. Okay, den Rezeptzettel nehmen wir mal mit. Leere Medizinflaschen. Das war nicht bloß Aspirin. Das sind hochkomplexe Rezepturen. Warum sind wir eigentlich nicht früher drauf gekommen, dass wir den Schlossknocker da benutzen? Na ja, gut. Trockener alter Schwamm. Okay, jetzt haben wir noch Platz für 3 Sachen. Pass auf, da ist noch was. Ein Terrarium. Die Schlange, die mich gebissen hat, wurde hier wohl gehalten. Ach so, das Terrarium. Und da herum? Ach so, da haben wir Blut. Sieh mal an, in dieser Probe befinden sich Fasern. Dann werden wir gleich mal ein paar Proben nehmen. Das ist es nicht. Menschliches Blut. Ja, wieder mal die Hernandez. Und da haben wir auch noch was, da müssen wir erstmal die Spuren sichern. Das wird niemals funktionieren. Ach so. Vielleicht mit dem Mikroskop? Keine gute Idee. Sieh mal an, in dieser Probe befinden sich Fasern. Ach so, Moment, wir nehmen die Pinzette. Spuren eines sterilen Probentupfers, wie ihn die Polizei verwendet. Ja, was sagt uns das aus? Fasern von einem Probentupfer. Jemand hat in diesem Raum schon Analysen durchgeführt. Ja, wahrscheinlich die andere da, der war nicht der Sheriff, oder? Gut, ansonsten haben wir dann nichts, oder? So, dann war noch ein dritte Tier. Lässt sich unmöglich öffnen. Lässt sich nicht öffnen. Ach, da ist auch noch neu. Verschlossen. Aber die Tür sieht nicht besonders widerstandsfähig aus. Ach so, pass auf. Dann schlungen wir das Ding mal ein.
Wie schaut's denn jetzt aus? Um einiges besser. So, jetzt sind wir am Balkon oder was? Wozu braucht man dieses Ding wohl? Tja, gute Frage. Auf der Satellitenschüssel klebt etwas. Oh, alter Kaugummi. Alter Kaugummi, den werden Dieses wir mal Gerät kann analysieren. ferngesteuert werden. Hier ist ein Gehäuse mit einem Empfänger und einem USB-Eingang. Moment mal. Wir haben hier den Computerschlüssel. Störsoftware erkannt. Typ ADSX. Ja, Störsoftware. Und damit haben wir noch einen Kaugummi gehabt. Pass auf, den nehmen wir vielleicht mit der Probenzange. Speichelspuren, keine DNA-Identifikation verfügbar. Ach so. Ich habe nicht das Material, um eine genauere Analyse durchzuführen. Claire dagegen... Hier ist Claire Ashby. Leider kann ich Ihren Anruf nicht entgegennehmen. Bitte rufen Sie später nochmal an. Sag mal, Claire, filtert hier jemand meine Anrufe? Ich bin zum Glück nicht nachtragend und schicke dir deshalb ein kleines Geschenk. Einen alten, vorgekauten Kaugummi. Ich habe die Speichelspuren analysiert, aber das hat zu keinem Ergebnis geführt. Hoffentlich hast du mehr Glück. Ruf mich zurück. Okay, dann kann man da eigentlich schon wieder verschwinden. Und da müssen wir noch mal schauen, wie wir reinkommen. Und ich glaube unten im Keller, oder? Irgendwo waren noch die, oder? Nein, in der Küche, da war so ein Aufzug. Dafür brauchen wir noch ein Seil. Wo ist denn eigentlich der Typ da? Ach, der ist draußen, gell? Und wir müssen immer uns da mit dem Sheriff unterhalten. Sheriff, ich muss ein paar Dinge mit Ihnen besprechen. Ich habe einen Beleg mit der Adresse von Dan Wilkinsons Apotheke in Houghton gefunden. Kennen Sie den Besitzer? Ja, Houghton ist eine kleine Stadt. Da gibt es nicht viele Apotheken. Könnten Sie Wilkinsons anrufen und ihn befragen? Vielleicht kann er sich an den Kunden erinnern. Die Zeit drängt. Der Wunsch des FBI ist mir Befehl. Zeigen Sie mir den Beleg. Ich werde Dan anrufen. Dan? Hallo, hier ist Sheriff Holloway. Ich hätte gerne ein paar Informationen über einen Ihrer Belege. Okay, gut. Danke für Ihre Hilfe. Schönen Gruß an Martha. Dan erinnert sich an einen Mann in den 40ern. Schwarze Haare. Er sagte, er schien ziemlich nervös und in Eile. Das ist ein bisschen vage, aber besser als nichts. Vielen Dank für die Info. Ich sollte Claire anrufen und ihr die Beschreibung des Killers durchgeben. War das alles? Ich Ja, habe Ihnen nichts Neues zu erzählen, Agent McPherson. Ach so, gut, dann eben nicht. Dann müssen wir noch zum Ding schauen, zum Claire. Nein, nicht zur Claire. Zum Garrus. Der ist nämlich da hinten.